Lernvideo in GCFB, der Sommer ist aussehen. Es ist genau die Version, wie ich es auf YouTube spiele. Und zwar mit einem kleinen Eingang, einem improvisierten Eingang. Erste Strophe, dann kommt ein kleines Zwischenspiel. Zweite Strophe, wieder ein kleines Zwischenspiel, aber ein bisschen anders. Und dann kommt dritte Strophe und ein Schlussteil. Gehen wir so mal langsam durch die Geschichte. Also anfangen tue ich mal mit dem Thema quasi, aber nur für einen Takt. Wir fangen an, 3 und dann gleich dann Druck mit dem Zeigefinger. 8 Lauftakt, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles in einer Reihe, zweistimmig jetzt. 4, 3, 5, 4. Das war jetzt alles die zweite Reihe, lauter Terzen, also immer Bauen. Und jetzt hat Zugeruck in die dritte Reihe, 4, 3. Am Gleichton und jetzt außer zweite Reihe Zug, 5, 4. Dann der Schräggriff 3, 5. Das heißt, 3er, 1 und dann Gleichton, zweite Reihe, 5er. Ich habe es 2 über den Gleichton bei mir. 5, 3. 3, 2. 3, 2 Rücken und 3, 2 nochmal Rücken, alles in der zweiten Reihe. Und jetzt hat der ganz tiefe Knopf mit 2er und 4er. Nur 3-stimmig Druck. Okay, damit du dir irgendwas vorstellen kannst, ich spiele es jetzt nochmal langsam. Also, ich habe da bei dem ersten Takt 1 und 2 und 3 nur einen Ton, den letzten, den 6. in der dritten Reihe. Und dann auf Zug 5, 4 nebeneinander und jetzt hat der Schräggriff 3, 5. Da geht der 5er in die erste Reihe raus und jetzt 3, 2, 3, 2 Rücken, 3, 2 Rücken, 3, 2 Rücken, 4, 2 und fertig. Okay, das wäre mal der Eingang, 4 Takte. Und jetzt haben wir die Melodie wieder mit dem 3 und dann gleich. Und der 2er Finger ruckt wieder am Ende auf, 8 Lauftakt. 1, 2, 3, alles in der zweiten Reihe, bauen. Jetzt ziehen und jetzt nehme ich den Schräggriff 4, 2. Im 4er den lasse ich am Gleichton in der zweiten Reihe. Und der 2er ist in der dritten Reihe. 4, 2. 4, 2, das hat den Grund, da brauche ich nicht so viel Rücken, sondern 4, 2, dann 3, 2, zweite Reihe. 5, 4, zweite Reihe. Und jetzt Feinheit 4, 2, da bleibt der Zeigefinger liegen, 3, und oben spiel 4, 3, und auf Zug bleiben, dritte Reihe. Die rucke dann zu in die dritte Reihe, zwar dass ich ein bisschen ausgeglichen bin mit dem Beug. Außerdem ist von der Phrase her gut, 1 und 2, 3 und 1, 2, 4 und das ein wenig freispielen, jetzt wieder. 4, Zug, 4, 2, 3, 2, 5, 4 und wieder in 2er liegen lassen. Zug. Und jetzt bleibe ich auf Zug, jetzt kommen wir zwar ein bisschen raus, aber das macht nichts. 3, dritte Reihe, Oberziehen in die zweite, 1 und 2, 3. Und jetzt bleibt der 4er liegen, 4, 3 und 4, 2. Das ist ein Septakkord, ein G und ein F. Klingt ein wenig streng, aber klingt im Melodieverlauf gut. Nochmal. 3, 3, 3 vorne an. 3, 1 und 2. Jetzt 4, 2. Dritte Reihe auf Zug bleiben. So, 2, 3. Und das sind 2 Töne, beide in der dritten Reihe. Jetzt wieder runterziehen. 1 und zweite Reihe. Jetzt wieder der lange 4, 2. Und Druck. 1 und 2, also 1 und 2 und dann gleich. So. Jetzt spiele ich und jetzt auf Druck bleiben. Dritte Reihe. 1. Einmal raufschieben, 3, 2. So. Jetzt kommt die erste Reihe. 5, 4. Und dritte wieder. Zweite Reihe. 2, 3. Und jetzt Zug. 1. Dann nehme ich wieder den Schrägen. Also ich diesen Griff auf Ziehen nehme ich immer in 4er in Gleichton in der zweiten Reihe und 2er, 3 und dann Gleichton in der dritten Reihe.
Den nenne ich genauso einen Schräggriff, zweite Reihe und jetzt eine 3, 5, erste Reihe. Das sind die zwei Schrägen, 4, 2 und 3, 5, die was im Prinzip immer und andauernd vorkommen. 4, 2, 3, 2 und jetzt 3, 5, der 3 liegt drauf und Druck. Zweite Reihe, 2, 3 und das ist jetzt Wiederholung wieder, dritte Reihe, 3, 2, 1 und 2 und dann gleich dann. 1 raufrücken mit 3, 2 am Gleichstand und jetzt erste Reihe, 5, 4 und 3, 2, dritte Reihe, zweite Reihe, 1, 2, 3 und jetzt ziehen wieder 4, 2, der Schräge, 4, 2, 3, 2, 5, 4 und jetzt der Schluss, bleibt da. Hier am Schluss wieder wie am Anfang, da bleibt wieder der Zweier liegen, auf Zug. Ich höre dann praktisch auf Ziehen auf in der dritten Reihe. Ich spiele nochmal die letzten 2 Takte. 3, 1 und 2, 3 und 1, 2. So, jetzt kommen 4 Takte, ein Zwischenspiel. Ist improvisiert von mir, gibt es keine Noten oder nicht. Also das heißt, wenn du das so nachspielen willst oder wenn es dir so gefällt, wir fangen in der dritten Reihe an und auf Druck. Und 3 und an mir raufhocken mit 3, 2. 1, 4, 2, dann dritte Reihe, erste Reihe mit 5, 4, dritte Reihe, 3, 2, wieder 3, 2, 1 over und wieder zurück, 3, 2 und jetzt 4, 2, spreizen, 6, und jetzt gehen wir in die zweite Reihe, 6, 5, 3, 4, 2 und 3, 2 eng. Jetzt nehme ich 2, 1, 3, 2 und dritte Reihe, beide gleich dann aneinander. Und Zug und der Schluss. 5, 4, Schräggriff, 5, 3, Schräggriff, 4, 2. Also der erste Schräggriff ist zweite Reihe und erste Reihe, immer so, zweite und erste Reihe mit 3, 5 und der zweite ist der gleich dann in der zweiten Reihe und 3 und dann gleich dann 4, 2. 3, 2, zweite Reihe, Rücken, 4, 3 und 3, 2. Okay, das sind die 4 Takte, wie gesagt, ich habe es ein wenig anders wie am Anfang. Am Anfang spiele ich. Da spiele ich runter und das zweite Mal, also beim Zwischenteil spiele ich. Ich habe das ja so gemacht, damit ich es immer ein bisschen anders habe, dass es nicht fad ist, mache ich dieses Zwischenteil, wie gesagt, dann so. Ich mache nochmal diesen Zwischenteil, das 4 Takte, einmal noch, jetzt ein bisschen fließender. Dritte Reihe, geht's los auf Druck. 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und 1, 2. Ja, dann kommt wieder zweite Strophe. Ich mag es so am Anfang kein Bass. Und jetzt im Bass einfach nur in C-Bass aussehen. So. F-Bass. Auf Zug bleiben. So. Erste Teil. C-Bass halten. Und Zug bleiben. F-Bass. Und jetzt kommt nochmal 3 Takte ein bisschen Rhythmus. F-Bass, C-Bass, Druck, C, Druck jetzt, stehen bleiben. Und F, C, Zug, 3, 2, 5, 3, Druck. Ja, da habe ich in der Mitte einen Bassklang gespielt. Und zwar C, W, E, F. Also das war der C-Bass mit dem Viererfinger, dann in Wechselbass von der ersten Reihe. Ich nenne den Wechselbass W, ist, klingend wäre das ein D. C, D und dann kommt der E. Mit Dreierfinger und dann wieder F mit Vierer. Also das ist ein kleiner Bassklang mit 3 Tönchen. Den was ich über einbaue. Okay, das war die zweite Strophe, jetzt haben wir wieder ein Zwischenteil und den mache ich jetzt ein bisschen länger. Als interessante Variante, ich zeige das. Wir fangen auf Druck wieder an. 1, 2, dritte Reihe.
O3 und dann gleich dann O3 und einmal Rücken 3, 2. Dann erste Reihe und dritte Reihe. Ba, ba, ba. 6, zweite Reihe. 4, 3, Schräggriff, schräg, das ist einmal mit 4, 2, 5, 3. Diese Stelle, 5, 4, schräg, auf Druck, also 4, 3, gleich dann einer drunter und jetzt 4, 2, der Drehgriff, das ist der 2er zu wie 4 in die erste Reihe. Das ist wie beim Donnerspiel. 4, 3, dritte Reihe, erste, dritte, zweite, dritte, 5, 4. Und jetzt der Schlusstakt ist wieder anders. 5, 4, dann der erste, zweite Reihe, 5, 3, zweite, dritte mit 4, 2. Da wieder schräg, dann 3, 5 wieder. Jetzt beide Töne in der zweiten Reihe. Und 4, 2 wieder mit 4er gleich dann zweite Reihe. Der Schräge und auf Zug bleiben. So, okay. Nochmal den Teil ein bisschen vielleicht, zuerst einmal langsam durchhören, Video stoppen, probieren und dann nicht spielen, das nochmal ums Spielen schneller ungefähr, weil es ja sowieso langsam ist. 1, 2, 3, 4. Und jetzt haben wir die dritte Strophe. So, und das Schlussteil ist wieder eine kleine Variante, aber wieder ähnlich, aber ums Spielen anders. Gehen wir den mal durch. 1, 2, 3, dritte Reihe auf Druck davon und einmal Rücken, 3, 2. Erste Reihe, dritte, 4, 2, 5, 3, zweite Reihe, 2, 1, 3, 2, beide in der dritten Reihe, 5, 3, 5, 4, zweite Reihe und der Schräger, 5, schräg, 4, 2 und 5, 3. Druck, Drehgriff, selbe. Und jetzt am Schluss fahre ich auf, 5, 3, zweite Reihe, 4, 2, 3, 2, alles zweite Reihe, 4, 2, 4, 2 einmal Rucker. Und jetzt nehmen wir 4, 3 in Dreier in der zweiten Reihe, 1 über den Gleichton, und den Vierer in der dritten Reihe, mit 4, 3. 4, 2 vorher, 4, 3 und jetzt ziehen, derselbe Griff, 4, 3, rausziehen in die erste Reihe, erste, zweite Reihe, schräg, rausziehen, 4, 3, dann dritte Reihe, 1 über Gleichton und zweite Reihe Gleichton, 4, 2, beide in der zweiten Reihe, dann 3, 2, da ist der Gleichton in der Mitte frei, einer drunter, einer drüber, 4, 2, wieder Anhänger und Druck, 4, 3, 2. Und jetzt, die bleiben liegen und der Daumen greift auf die tiefste Taste. Daumen auf die tiefste Taste. Okay. Ja, wie gesagt, hört sich ein bisschen schwieriger auf, das erste Mal anhören, aber wenn man es dann ein paar Mal durchgespielt hat, man muss sich mal in die Melodie einprägen, dass ich mal weiß, geht es jetzt runter oder auf. Wie gesagt, ich habe mir da was einfallen lassen und habe geschaut, dass ich das abwechslungsreich gestalte und bei den Zwischenteilen immer ein bisschen variieren. Wir machen nur mal den Schluss jetzt.
1, 2, dritte Reihe beginnen. Okay, wir haben uns durchgearbeitet wieder. Ich hoffe, du kommst zusammen und wie gesagt, sonst im Unterricht oder was, gratuliere ich dann und sollten Fehler oder irgendwas aufgedacht sein, bereinigen wir die noch. Viel Spaß und Erfolg mit diesem schönen Stück. Ciao.